Möglichkeiten noch alles selber gekauft. Ich habe die Leiter, ich habe Hütchen, ich habe die Hürden. Das gehört alles mir, das ist in meinem Besitz. Da arbeite ich sehr viel damit, immer mit unterschiedlichen Sachen. Ich habe große Hürden, ich habe Stangen, die man als Ladenstangen verwenden kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber Hütchen wird jeder haben. Stäbe vielleicht auch. Im Prinzip ist wurscht, was man verwendet. Okay, ich möchte euch jetzt zeigen, wie es nicht sein soll. Ja, wenn man so aufwärmt. Und ich sage es nochmal, bitte schaut nicht davor zurück. Die ersten paar Wochen könnt ihr dann irgendwann einmal wechseln, immer die gleichen Übungen zu machen. Ja, immer die gleichen Übungen, bis sie es richtig kennen. Dann kann ich den nächsten Schritt machen. Vielleicht auch über die großen Hürden drüber. Aber bitte nicht davor zurückschauen. Ihr könnt das kombinieren mit verschiedenen Übungen. Habe ich euch schon gesagt. Am Anfang lasse ich nur rüberlaufen, dann steht da, schaue ich mehrmals, dann am Ball dran, hier beim Ball, ja. Sascha steht da, ich spiele den Ball hin, viermal, schub ich Sascha zum Schluss den Ball hin, Sascha ich gehe über die Hütchen drüber und kann ich immer machen. Ball kann ich immer einbauen, aber nicht gemeinsam. Ja. Am Anfang nicht gemeinsam drüber gehen und dann den Ball spielen, da konzentrieren sie sich nicht mehr so sehr auf die Aufgabe Schnelligkeitskoordination. Gut, bitte von vorne her zu mir. Alle hinter die Hütchen, hinter die Stäbe. Jetzt alle da aufstellen. Wir nehmen das gleich, das ist gleich unsere erste Startlinie. Gut. Um das Ganze richtig aufzubauen, würde ich meine Spieler einmal nur über die Stangen jetzt drüber laufen lassen. Ohne dass ihr ein Wort sagt. Der Trainer steht da meistens, viele Trainer stehen dann da bei den Spielern, sehe ich nicht viel, immer seitlich stehen und bereitet euch wirklich vor, ihr braucht nicht bitte Danke sagen, keine Sätze sagen, sondern kurz und bündige Anweisungen. Kurz und bündige Anweisungen geben, okay? Körperspannung, Brustbein heben und so weiter. Das erste Mal lasse ich die Spieler nur drüber laufen. Ja? Ohne dass ihr Anweisungen gibt. Ein paar Mal, und wir starten jetzt los, Jungs, 2 Kontakte drüber laufen lassen, ohne dass ihr ein Wort sagt. Ja, ich mache gleich 2 Durchgänge, der Sascha und ich schauen. Wir sind zu zweit, 4 Augen sind mehr als 2. Los geht's, geht schon. Beobachtet haben wir die Einzelnen, die drüber laufen. Was fällt euch auf? Meine Hände. Nichts da. Hallo? Ja, ziemlich spannend. Ja, da schon. Von 10 Spielern rennt jeder anders drüber, fast. Habt ihr das mitgekriegt? Das müssen wir wegkriegen. Wir sind eine Mannschaft, jeder muss das korrekt machen. Was ist euch selber aufgefallen? Euch selber mal. Was ist euch selber aufgefallen? Was glaubt ihr, habt ihr nicht so 100%? Ich glaube, dass ihr super drüber geht. Genau so ist es. Das wollt ihr her. Alle glauben, ich bin super drüber gerannt. Ja, das war perfekt drüber laufen. Und jetzt sucht euch einen Punkt außer. Nicht 3, 4 Punkte, die Spieler sind überfordert. Ja, was mir aufgefallen ist, einziger Spieler oder 2, 3, vielleicht ein bisschen, einziger Spieler hat gesagt einen Namen, hat die Arme dazu genommen. Bitte. Und das wird Sie auch wissen, was ist der Unterschied zwischen Hand und Arm. Ja, das ist die Hand und das ist der Arm. Das Fußballtrainer, das Fitnesstrainer ist Voraussetzung, dass man weiß, ich unterrichte sehr viel Wifi auch, ich mache Fitnesstrainer-Ausbildungen und den ersten Kurstag, wenn wir da Übungen machen, Hände dazu, Füße dazu. Hände dazu ist das. Ja, Arme dazu ist das. Füße dazu wäre das, Beine dazu wäre das. Und das sollte Sie auch, was? Jeder sagt dann Hand hoch, ja. Bitte beim Banküberfall bitte wirklich die Arme hochgeben. Hände hoch, wer das dran hat. Banküberfall. Bitte unbedingt beide anderen. Was passiert? Okay.
Wie ich gerade schon gesagt, du musst so Hände dazu. Hände haben sie vergessen. Okay? Die Arme haben sie vergessen. Und bleibt einmal, geht ein bisschen auseinander. So, schon passt. So. Und jetzt macht Folgendes. Jetzt macht stellt euch so her. Ja. Bleibt einmal stehen, nur stehen bleiben. Schulter unten auf die Zage, was das für Auswirkungen hat, auf die Geschwindigkeit und auf die Beinarbeit. Und jetzt macht es, ohne dass ihr die Beine dazu bewegt, nur das. Schneller, schneller, ganz schnell, schnell, ganz schnell. So. Erst noch mal so super Kräftigungsübung. Jetzt merken, da muss ich viel anschauen, Bauchmuckis, ja. Im Sitzen gibt es auch nichts, das schaut ganz lustig aus, man muss wieder so da sitzen. Der vorher Bauch, super Kräftigungsübung und eine super Übung für die Koordination. Und jetzt macht es das. Nehmt die Arme dazu und wenn ich so hopp, wird es immer schneller. Mit den Armen, nur mit den Armen schneller. Okay? Die Beine, probiert es gleich zu was. Achtung, hopp, Arme schneller. Arme schneller, habe ich gesagt. Stopp. Genau. Und das tut man richtig so. Es geht nur die Kombination mit den Beinen. Wenn die Arme schneller werden, wird unser Spieler auch schneller. Ich sage keine Namen, aber es wird Spieler geben, bei den Amateurteams, die ich trainiert habe, die sind so zum Ball hingerannt. So, verteidigt. So. Warum rennen die nicht so zum Ball hin? Oder sprinten die nicht so auf der Seite? Manche sprinten so. Ja? Oder manche sprinten so. Also, ich denke, das Spieler. Wer ist der Spieler? Also, ich habe das genau das gleiche gemacht, jetzt jeder ist anders drüber geredet. Jetzt probiert es, den einen Punkt nehmen wir jetzt aus. Coaching Point Nummer 1. Ihr konzentriert sich jetzt nur auf die Arme und lauft alle nur mal drüber. Und ganz wichtig ist, die Bewegung geht von der Schulter aus. Schulter geht aus. Ja? Das heißt, da arbeiten wir. Und da ist ein Winkel, rechter Winkel, bis in die Fingerspitzenspannung. Gibt dann für die so drüber rennen. Sascha kann es bestätigen. Nur die Unterarme, für die so drüber rennen, nur die Arme so. Richtig, schön große Arme. Brustbein heben, das andere gehen wir dann, aber jetzt nur auf die Arme konzentrieren. 4 Durchgänge jeder, schafft ihr das? Sollen wir das bewusst ein bisschen überspitzen? Genau. Das ist ja besser. Bewusst überspitzen. Los geht's. Jetzt schon. Na, schiebst das. Merkt ihr die Qualität? Echt ein großer Qualitätsunterschied. Keiner in der Laschen rüber, irgendwie so lässig. Super war das, ich habe mich super gefunden, wie ich drüber gerannt bin. Aber jetzt finde ich es perfekt fast. Fast perfekt. Was sagen wir dazu? Ein paar Spieler haben die Spannung bis in die Fingerspitzen. Da war ich noch wirklich so drüber. Ich nehme zwar die Arme dazu, aber bitte richtig so. Und dann gebe ich Gas. Okay? Los geht's. Komm, Arme dazu bis in die Fingerspitzen Spannung. Super. Stopp. Erster Coaching Point, Arme. Was kommt dann dazu? Nehmt euch einmal wirklich, das ist schon Aufwärmen, nehmt euch einmal Zeit, halbe Stunde, einmal in der Woche oder braucht die ersten paar Wochen machen, so wie ich, dass wirklich nur auf so Kleinigkeiten schaut. Ihr werdet sehen, was für eine Qualität die Spieler noch einer Zeit kriegen. Wirklich. So, was ist als nächstes auf? Mit Armen haben sie es gescheit gemacht. Was ist euch aufgefallen? Von da oben vielleicht, von unten sagt es. 10. Ja, was? 10 Spitzen? Wie laufe ich drüber? Über den Fußballen laufe ich drüber. Über den Fußball, nicht über die Fersen. Es gibt dann viele Spieler, besonders bei den Amateurvereinen, ja, je mehr Lernklassen machen, desto besser kann das sein. Ja? Leichtfüßig drüber laufen. Wir bleiben am Vorfuß, am Fußball. Ja? Okay, Knie werden wir dann da üben. Aber auf was ist? Wir gehen zum nächsten Schritt. Spannung. Ja, bitte? Die Spannung. Spannung. Brustbein heben. Davor rennen so drüber. Haben die Arme zwar dabei, aber die schaut, gibt es mal recht, oder? Der war nicht bei alle, aber so. Okay. Brustbein hin.
Nächster Coaching Point, Brustbeinheben. An diesem nicht klappt das Brustbeinheben. Gehe ich wieder einen Schritt zurück, ja, ich sage es jetzt einmal, Brustbein dazuheben und Arme dazu. Wenn das nicht klappt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Spieler so drüber laufen, lasse die Spieler so drüber laufen, lasse die Spieler so drüber laufen. Ja, lasse ich Arme einmal weg und konzentriere mich nur mehr aufs Brustbein. Sascha, bitte. Was auch noch wichtig ist, ist, wenn man vorher, Fritz hat das jetzt super erwähnt, mit dem Rumpf, Bauchspannung. Bei jedem Sprint schaut sich mal einen Sprint an oder Bauchspannung. Das heißt, Bauchnabel zur Wirbelsäule kann ich da auch mit einbeziehen. Und eins wurde noch auch ganz wichtig gewesen, bei den Armen ist mir noch eingefallen, wenn sie immer so, wenn man Spieler seitlich laufen, dann muss man ihnen das erklären, dass die Energie seitlich aussieht. Das ist biomechanisch einfach auch komplett ökonomisch und im Endeffekt ist es so, er kommt nicht vom Blech. Das sind die zwar rudern wie die Mörder, aber im Endeffekt kann der V10 kennen. Das heißt, ist die Richtung, die der Christian gesagt hat, immer gerade, bin ich immer voll. Schaut sich Ronaldo. Beste Beispiel ist der Ronaldo, der ist vorbildhaft. Oder der Ribery war ein Wahnsinn, wie der Leichtathlet. Das ist Leichtathlet, ja. Da ist der Bauch auch immer gespannt, wie der Christian gesagt hat, das Brustbein und auch immer zieht es leicht den Bauch noch weiter. Jetzt merkt ihr, das viel dynamischer, wie wenn es da ein bisschen locker seid, ihr zwar die Ohren mitnehmt, aber trotzdem da wieder vergisst. Das heißt, das ist auch wieder Bauchnabel, zieht zu dir. Diese Spannung. Genau. International. So, wollen wir drüber gehen, Brustbein schauen, jetzt schon los geht's. Wollen wir dazu? Aufrecht, ja, schau, wie geschehen.